Bonjour bei Europäische Impressionen. Wir begrüßen dich nächst aus dem Studio vom Europaparlament von Straßburg. Auch anderem den Dösch begrüßen ich gewinnt, CSV-Kompetenzteam, Vivian Reding, den Frank Engel und Georges Bach. Bonjour. Bonjour. Ja, gestern waren Parlamentswahlen an Holland, dafür will ich am Anfang mal darüber schwätzen. Es gab doch ein mehr klarer Succès vom Premier Mark Rutte wie erwartet. Und Gott sei Dank muss ich sagen, kein Erfolg vom Geert Wilders. Und Leute sich an Holland nicht blenden gelassen, wie wir an Reding, war die Regierung Rutte so gut oder Populisten so durchsichtig? Ich meine, es sind pure Ursachen für was das so gegangen ist. Aber es ist so gegangen. Und das Heisch gespielt von dem unsäglichen Wilders hat nicht funktioniert, Gott sei Dank. Mit sind aber ein paar Schlüsse daraus zu ziehen, wo der Rutte kann nur eine Regierung, eine solide Regierung mit ein paar Parteien machen. Aber die Sozialisten sind komplett durch die Kurve gegangen, komplett. Ja. Dafür sind aber die Grünen bombenerfolleg gemacht an noch als christdemokratisch Frön sinnes solid an Blut gegangen. Also das schon interessant für zu gesinn, wie die Wahlen gewonnen gesinn an für eis beruhigend, weil wir können lo op eng solid Regierung hoffen, aber brauchen dat ja auch, weil Position mehr auch am Benelux-Nest zusammen zu schaffen mit der Belgien, mit Holland und dafür. Ja, weil lang immer zu klein, aber man dort solid Partner haben, da kennt das etwas gehen für uns zu stärken und dafür ja, das war auch für Lützeburg eine ganz gute Message. Ja, nicht einfach in die Regierung zu formieren, weil so viele Parteien da gehen, das ist auch schon außergewöhnlich an Holland. Wie viele Parteien das da im Parlament sind. Zu zwei geht es nicht, dann zu 300. Nee, das ist das, was dabei rauskommt, wenn ein Parteisystem hat, in einer extremer Multitude von ganz spezifischen Interessen besteht, an einem rein proportionellen Wahlsystem ohne Hürde. Ja. Mindestsockel, ja. Wenn ein also ein 150-Mann-Parlament hat, aber 0,7% packt den Sitz, ja. An der reinen Proportionallogik, dann hört den Herr No, Partei für Tieren, Partei für Heit, Partei für Do, Partei gegen Dirgendeppes am Parlament sitzen. Das sind natürlich nie groß Blick wo sitzt. Mit Tatsache, dass aber einzelne 10.000 Wähler so etwas unterstützen, feiert dazu, dass die Stimmen, die in sogenannten großen Parteien fehlen, das feiert wiederum dazu, dass man so und den Herr Rutte hat die Wahl gewonnen, hat nur am Sinn von stärksten Fraktionen deutlich, wir haben das gemacht mit 21% von den Stimmen. Ja. An die nächst größeren Parteien haben dann 15%, 12%. An eiser Logik wird das nicht überragend. Die Zersplitterung vom holländischen Parteisystem als eine holländische Charakteristik mittlerweile, die aber nicht erfunden wird. In Finnland haben wir das ähnlich, in Norwegen haben wir das ähnlich. Das ist ein Urkränkt von der Knesset an Israel, dadurch das eine Realität ist. Es gibt aber Regierungen gebildet, was natürlich kein einfacher Exerzis ist, von dem muss wie lo an Holland zu opmanst feier, wann nicht 5 machen, für das fertig zu kriegen, was wir an eine solide Regierung genannt hat, weil es würde ja nicht mit 76 Stimmen im Neck kommen von 150 möglichen zu feier. Ja, wo alle einzelnen von alle einzelnen Fraktionen zu nur denke ja Kasolleistung kann man so wie hat eine 5-Partei-Regierung. Das ist, was man zu Lützeburg glücklicherweise noch nicht hatten. Ich hoffe, dass es auch nicht auf der Agenda ist. Ja, das wäre nämlich nicht gut für Lützeburg. Auf Finnland hat beispielsweise die Jyrki Katainen, der Vizepräsident von der Kommission, aus mal mit 6 Parteien regiert. Also das kann alles gehen, das möchte ich mir einfach. Es war doch interessant, dass das aber trotzdem die hohe Partizipation gewählt hat. Das ist aber ein Zeichen, dass Leute am Gang sind, so, ich will mein Wahlrecht aber holen, ich will aber nur mitschwätzen, ich interessiere mich dafür. Ich meine, das ist aber auch, das tut natürlich auch dem Rutte, den einfach eine gute Kampagne gemacht. Da muss ich so. Ich meine, das ist aber auch Gott sei Dank, dass den Erdogan so gestaltet wird, wie er sich gestaltet wird. Ich meine, da sind Leute aber nein, so schlecht, dass nicht einfach etwas Gutes drin ist. Leute sind auch weg, dass sie gesagt haben, das kriege ich immer wählen. Ja, das geht aber im Schief. Wir sind in Amerika, wir sind beim Brexit. Also merci Erdogan. Wobei ich dazu just will sagen, das ist zweischneidig. Ne? Selbstverständlich meine ich, dass die Erdogan-Geschichte dem Mark Rutte an Holland geholfen hat. Nee, ich fährten so, aber auch dem Erdogan an der Türkei geholfen.
Ja, das eng Den do permanent fertig bringt durch seg ewig Provokationen an du wenn das so schwer zu gerieren. Den du permanent fertig bringt durch seg furchtbar Provokationen, dann awer Reaktionen zeliciieren, weil dat kann ja net alles unkommentiert am Raumsto los, wat der Mann so vor sich geht. Und dann projezeierten sich an der Türkei als den du hinner dem entgegensteht, wat Europa du alles gegen Türkei, gegen Hen, gegen den Islam, aniwwer hat gegen alles wat net dem christliche Klubo geheiert huet. Bref, die Sondagen, die mehr aus der Türkei bekannt sind für die Referenden, die sind net so gewesen, dat manst für enger Party enger Woche nach dat du ein gros Viktoire für den Jokampf für de präsidentielle System dabei rauskommen. Ich fährten, dat de Jokan lo bei all weitere Aktionen so wie beispielsweise eng Familienminister aus Holland und Deutsch ganz evakuieren an des Landes verweisen wiest an der kriegt man dumm hat eigentlich in der Türkei oder mir kommen man engem Resultat min no wat eigentlich de Gegendeel von dem Master als für Türkei für Relationen mat der Türkei mis hoffen. Also alles dat wat lo irgend engem von Eisen kann national bei Waren hëllefen. Dat fällt als dënner op de Kap an Terme vun vergréeren internationale Relationen. Das net einfach. Fir bei der Türkei zu bleiben, den Türkei, die Holland an Europa als Nazi bezeschen huet, dat net zu akzeptieren. Nee, das genau die Provokation, die mengt dat jo net. Also den Nation Mëll ass net domm. Die mengt hun net wirklich do wie Nazi Wirk. Mit dem Mcht weil Reaktionen her. An de Reaktionen verkarten du hin zu Türkeifeindlichkeit an Islamfeindlichkeit. An op der Well, die immer méi groß gëtt, surften vu Viktoire zu Viktoire an der Türkei, dat der den Sport interessiert. Du musst nämlich wann den Nobannen net geht, musst du een Außenfeind kreieren. Dat so all wie Geschicht vun der Mënscheet, dadurch sind noch Krischer allegorenen Sternen, an dat das ganz genau det hat Taktik, die den Erdogan ageschloen huet, baut sich Feinden dobausen op, fir dann Nobannen mussssen e stärke Mann zu hunn, fir dat Türkei nach kann man Kap heich an der Welt durchstoen. Voilà, das Spielchen vum Erdogan an dat das Erklärung auch fir wetten alle Goren die Missetate mischt, die ihn am gangen as ze me. Geféierlich mir leider effikaz. Ja, am Kontext offen hat den Jean Asselborn fir kurzem gesot am Interview am Tageblatt. Wir mussssen Debatte feiere wie eng Position wie von der Türkei anwellen. Hast die Debatte net fir kurzem gefauerert gin am Resultat, dass Verhandlungen op Eis gelöscht gin. Si d'accord mam Außenminister, dat seet die Debatte mis gefauerert gin. Mei wie Debatte gefauerert gin ass den awer dem Erdogan so geha. Also de muss awer auch mal wisse wat will. Net eng wocht da den, dann die einer wocht da hat. Met dat die Debatte muss gefauerert gin aro mat an ass der Hektik an einfach loséier geantwort, well mir henke vun der Türkei offinst de Flüchtlingen. All moment kann den Erdogan die DNS opmerken an Flüchtlingen herabringen. Mir hunn dech vum Europaparlament Zollunion leiien, die sollt aufgestimmt gin, wëlle man déi iwwerhaupt aufstimmen. Ich menge dat sinn Froen die Reis an den nächste Wochen ze stellen hunn. Nom Brexit kënnet dann also net engem Nexit am Gerd Wilders. Den hat seg Programm, en hat awer ke Koalitionspartner fand, méi Joch Spar dat awer gut sechel fir die nächste Echanze fir Fallen an Frankreich, Fallen an Deutschland. Das zumindest mal e gute Start an Jo, aber mir hoier do eng Party Hürde nach zu wëllen. Ich, das kann ich Zuversicht tun. Ob schon im aber kann ich nicht Frankreich, aber trotzdem mit den Niederlande vergleichen. Ich bin einfach noch immer eine große Angst für den Wahlen nach Frankreich. Weil ich aber auf der anderen Seite auch hätten, das wird ihn dadurch schon ein bisschen an der Kampagne vom Rutte gemerkt. Das heißt, es gibt aber auch an den Aussprachen, an den Aussagen, gibt es einfach eine Tendenz, die mich auch ein bisschen beunruhigt. Die dann wahrscheinlich dann auch auf Frankreich bei den sogenannten Gemäßigten schält sich das aber dann mal raus, wie die Clause Molière. Ich denke darüber, dass all die detachiert Erbichter, die auf Frankreich sollen schaffen kommen, dass die den französischen Spruch müsste beherrschen. Alles das sind so Sachen, wo ihr spürt, dass auch mit Konservative oder mit oder sogar Sozialisten mit auf den Weg für immer mehr Tendenzen an ihr Ausspruch zu kriegen, an ihr Aussagen zu kriegen. Und das muss man ein bisschen Angst. Also wie gesagt, das ist eine gute
gute Schritt, e gute Start fir Joer sind zuversichtlich méi das nach net gewonnen de Match. Da kommen wir auch noch bei der Aktualität aus dem Europaparlament von dieser Woche, respektive noch bei eher frohen, da wir verbunden. Ja, letzte Woche war den Weltfrauentag an eng Woche drin kommen zu Brüssel zu einem Eklat, ja, zu einem Skandal. Dazu sind also viele Leute geschrieben, weil das Video von einem polnischen Deputierten in das rund um die Welt gegangen. Ich will noch nicht wiederholen, was der Mann gesagt hat. Der wird bestimmt auch selber gesehen. Wir konnten nur Reaktionen wie, was möchte so ein Mann am Europaparlament, das ist ein Scham, das kann ihn sich doch nicht gefallen lassen. Andere Sachen, die ich auch nicht wiederholen. Aber zur Konklusion, wie wir an Reding, das Parlament hat das lässt sich dann nicht gefallen. Nee, wir haben ein System, den genau kontrolliert, das was den am Parlament darf so an was zu weit geht. Ein Parlamentarier ist ja frei gewählt für seine Meinung zu sagen. Also freie Meinungsäußerung am Parlament ist herrlich, aber Insulten, die sind nicht akzeptabel. Und da hat das Reglement klar durchgeschlagen, die Personage da, treten sich überhaupt wie dem seng Wähler waren, die so Personage gewählt haben, dass ja nicht für dich, dass den so etwas gemacht hat. Aber auf jeden Fall, der Personage da als ganz streng gestraft gehen. Und darf ein Jahr lang nicht mehr am Namen vom Parlament draußen auftreten und darf 30 Tage lang nicht mehr hier am Parlament schaffen. Also wie gesagt, so könnt ihr nach, dass wir auch Gesetze haben. Das ist das interne Reglement vom Parlament. Wir haben auch Gesetze, die Hassreden an Diskriminierung auch in der Strafe stellen. Das heißt, den Typ da ist eigentlich zweimal in der Strafe zu stellen. Einmal, weil eine Sache gesagt wird, die im Parlament nicht würdig sind. Und zweitens, weil auch nach strafrechtlich Sachen gesagt wird, die auch nach Kente für einen Kur kondamniert. Ja, aber nicht, wenn sie außerhalb vom Parlament sind, weil solange wie sie innerhalb vom Parlament sind, also von der Immunität gedeckt hat, das ist ein Zweck von der Immunität immer gewesen. Den Thema ist Müll. Den Thema ist einfach Müll. Da muss ich ehrlich sagen, also bei all Sympathie dafür, dass das etwas nicht einfach klassiert und zu der Sendung übergeht. Wenn wir aber nur bei allen Müllen, glücklicherweise in der Nacht nicht so viel haben. Wir kommen, bei all total Müllen, den irgendetwas total Mülles seht, aus dem Södel gehen am Menge wir müssen aber alle Gurten zu summen während Wochen am Main op klappen, dann machen wir sonst nicht mehr viel. Das ist ein Tipp, den ist für den sogenannten Kongress von der neuen Rätzer ab Polen gewählt gehen. Das war hin, ganz lang. Den Tipp ist so weit rät, dass Marine Le Pen notamment do, wenn es am Anfang von der Legislatur seine Fraktion nicht zu Summe kriegt, weil es refusiert wird, den abzuholen. Okay. Das war ja schon absurd. Das war absurd. Ja. Mittlerweile ist die Partei zwar beigetreten, wenn es hört Marine Le Pen eine Fraktion, aber recht nur dem, der gute Mann do selber seine Partei verlost hat. An die von anderen überholt. Mit denen ist gewählt, weil genau den dort Zirkus auch im Wahlkampf gemacht hat. Nach Polen, übrigens, of all places. Ne? Ein Monarchist, affichiert offen, dass er mit Demokratie nicht aufhängen kann. An all den anderen Schmuck, die könnt dabei. Er artikuliert sich so über Frauen, artikuliert sich über Ausländer so, und artikuliert sich über Menschen mit anderer Hautfarbe. Und das ist bei einer notamment Junker gar nicht mal so dumm. Weil so ein halbwegs gebildeter Klientel ab Polen, die wollte Jux wählen. Gut, den Tippcode Jux stimmen. Das ist auch als sämtliches Sondagen dünner auf Vorgang von Leuten, die nur so mal, das muss er wählen. Das vielleicht lode Beweiser bräucht, das vielleicht lode Beweiser bräucht, dass nicht all Jux soll stimmen, weil es dann dazu könnte, dass man da landen, wo man gelandet sind, vielleicht reorientieren die Leute, die das witzig fanden und die letzte Kehr, sich die nächste Kehr mir verständlich mal zu hoffen. Bei vielen Männer witzig Sachen den 22. März 2016, also für bald engem Jahr waren Stadttäter zu Brüssel. Du hast im Parlament darüber die Sicherheitsagenda geschwert. Was das in der letzten Jahr verbessert, die Frank Engel, respektive was bleibt noch zu machen? Also, jenseits von den albumsvollen Reden, und ich muss sagen, dass die Debatte gestern eng war, wo eng Plattitüden dicht an Quantität durch die Landschaft geflohen ist, wie ich in der Seelen erlebt habe. Jenseits also von sämtlichen Plattitüden an der Debatte, die perfekt mal überflüssig war, geht es ja am Endeffekt vordringlich um ganz konkret Realisationen, mit denen wir wesentlich mehr weit kämen, wie wir los sind. Informationsaustausch, rigorös,
am Schengener Informationssystem zwischen Polizeibehörden, wie in der Deutsch nennt, durch Geheimdienste, analoge denen, die wir Informationen verfügen, hätten et largement erlaubt, dat zu verhindern, wat man flächendeckend an dem letzten Jahr, an den 2 Jahren, an den 3 Jahren verdrohen erlebt. Und zwar sowohl was terroristisch Übergriff an Attentäter ubelangt wird, wie auch beispielsweise den Tod von der Studentin dort zu Freiburg. Das Mädchen hat nicht müssen sterben, wenn es normal möglich gewesen wäre, dass eine griechische Polizeibehörde, wie das auf Deutsch ist, eine deutsche Polizeibehörde wirksam mitteilt, sie hätten dort einen Tipp schon an ihre Fänge gehabt, den auch dort ein Gewaltverbrechen, also in Griechenland, ein Gewaltverbrechen begangen wird, an denen eigentlich nicht ohne weiteres sterben zu nicht raus. Da behauptet Deutschland, Griechen hätten nicht übermittelt, Griechen behaupten, Deutschland hat die Informationen dann nicht verwehrt, weil sie hätten übermittelt. Ja, das ist das Problem. So Pannen dürfen einfach nicht mehr passieren. Und die Bürger verstehen auch manchmal nicht zu Recht, nämlich dass so Pannen passieren. An einer Zeit, wo jeder engem Jahr aber Mist können, das wirkungsvoll übermitteln, aber nicht den an Deutschland von der Dir steht. Den in Griechenland ein Student in eine Rampe aufgeworfen, nachdem sie wohl vergewaltigt. Ja, da muss man ja aber können davon ausgehen, dass den Ding festgemerkt Gufen aber nicht. Das ist die wesentliche Herausforderung an Europa, weil für den Rest mit nationale Sicherheitsapparaten und Infrastrukturen zu denen. Wir sind nicht beim europäischen FBI, hätte ich gerne, Hummer aber nicht. Wir sind nicht beim europäischen Geheimdienst, hätte ich gerne, kriegen wir vielleicht aber nie. Also muss Informationsaustausch funktionieren und entsprechend durch Zugriff möglich gemacht, in die leider an den letzten Jahren nicht so möglich wäre, wie es hätte müssen sein. Die aber schon sie waren am Schengen aufkommen, stung alles dran. Die Regierungen haben Genau. nicht fertig gekriegt, für verschiedene Sachen an Praxis umzusetzen, an den Informationsaustausch, der von den Pfeiler vom Schengen aufkommt. Besser spät wie nie, wenn wir das Lowenschen seriös machen, können wir nächste Akzidenten an dem Genre evitieren. Das ist ein bisschen das, was Leute auch viele wissen. Das heißt, wir haben eine Party Mesure getroffen, wir haben nicht nur eine Evaluierung gestartet, wir haben eine Party auf den Weg geschickt. Wie greift das oder wenig greift das? Oder das ist die Frage, die immer könnt. Dat hicht Dir schwätzt vu méi Sicherheet, wo stimmer dann mir spieren mir stehen immer do, dat eng kongenerisch kränkt vun de Sicherheitsdingst. Wir stehen immer do, dat viel zu viel gemengt gëtt an all nationaler zuständiger Verwaltung Verwaltung die Geheimdienst da seng. Dat mir lo hunn erwëssen, dat das Eis. Dat geht den Opper neich genau dat. Dat geht me Sicherheit. Nationalsicherheit hecht dat. Europäisch Sicherheit kennen Nationalsicherheit. De Problem ist de ganze Schengener Opbau. Die Logik von dem grenzenlose Bannerraum funktioniert jo nëmme. Wenn man von der nationaler Sicherheitskonzeption zu einer europäischer Sicherheitskonzeption iwwergin, an den Texter steht zentralischen Zeiten, weil die Idee geschrieben und dat jo fosten, die dat konkret appliieren hun. mir selber an den man Zuständigkeiten waren fertig. Guck dich mal auf Frankreich eine größere Manifestation und wie viel Gattungen von Uniformen da drin. Zuletzt bis mir einfach just nach Police Grand Ducal an der Welt der Fedron hat man 2 Korren. Sie hun der eng half Dosewand muss. Du schwatzt schon national den Kor net ausrechen mat den Männeren. Wie soll dat der Grenze warschreiben go? An der Belge glücklich traurigerweise eigentlich mir glücklicherweise dat die Hand geschieht das no den brutalen Kannermorden do Medersmorden an den 90er Jahren och zur Gründung von enger föderaler Police kommt, wat fir gonnet gouf. Die eigentlich hat miss notiert fir die Barrieren zu überspannen. Möchtet einfach an der Ausrechen, wie die Bresel-Paris-Connection am Zusammenhang mit terroristischen Attentäter weist. Also, wenn die Dienststellen do nicht realisieren, dass sie durch ihre topisch Geheimniskrämerei eigentlich körperlich wohlbefandene Leben von den Leuten, egal welche Nationalität die haben, an Europa aufs Spiel setzen, da können wir an der Politik so viel kritisch wie wir wollen. Und dann zum Schluss, die hat es vor aber auch ein bisschen mehr knaschte Sujet am Parlament, also den Auffallgang. Da hat die EU große Ambitionen, Georges Bach, bis 2030 soll viel mehr recycliert und überhaupt man knasch gemacht gehen.
Also die EU huet Ambitionen ja, Kommission de Virschlag gemacht, Parlament ass nach mé ambitiös geht nach mi weit. Europa verfügt jo eigentlich iwwer séier wéineg Bodemschätz. An dofir menggen ist, dat et wichtig ass mat denen Ressourcen mat de Bodemschätz sinnvoll ëmze goen. Van en Lo sal opgif so den Offall clever nutzen. Dat wäre eigentlich ein bisschen Beschreibung. Dat heißt, mir hunn bis lo eng linear eng Wegwerfgesellschaft. Dënne hummer geschwert vu recykleieren. Mynne denke recykleiert an dann Wäschkeit. He soll am Fong Appes benutzt gin, recykleiert gin, bis dat praktisch neich iwrig bleibt. An dat soll der wäch. 70% soll aggespuert gi vun dem Müll bis 2030, dat ass ganz ambitiös muss ich so, ob dat errecht geht. Dat wesinn net mit Parlament versichtfalls am Trilog am Conseil seng Zieler durchzukreen. Moment laie mat tschen 15 a 44% fir d Länder. Dat hicht 44%, dats dat best bis 70 wie gesot nach weit. An der Verpackung bleif mat zescheet viel ze ma, paar Bayier, Holz, Plastik, Karton, die Sache noch Glas. Do wille man dann 80% bis 2030. Dat so ein Ziel an dann natürlich auch etwas wichtig ist, Mengen ist auch ein bisschen am Geist von den Leuten, dass die Lebensmittel verschwenden. Das heißt, das hat den Erbe immer ganz viel. Und du weißt, alle Menschen an unserem Umfeld, weißt du, anhand von Beispielen, wie kein besser machen, weil da gibt hygienische Bestimmungen, die Reglemente, die das da verbieten. Aber du musst mal, wie gesagt, darauf schaffen, weil das ist auch ein Ziel, dass man das 50% selektiert sind. Und ich meine, du hast viel zu machen. Du hast wirklich viel zu machen. Ein wichtiger Punkt nach das wäre aber trotzdem auch Subsidiarität zu garantieren. Das heißt, nicht an den Ländern alle Müllsyndikate dafür schreiben, wie die zu machen. Die können national iwwer Pläng opstellen, sie müssen eben just am Endeffekt Ziele anhalen. Voilà, dat wäre dann fir haut so Fimers Merci dem Vivian Reding, dem George Sparr an dem Frank Engel. Van der eng Froen als hut und sie hut, da könnt dat gern raschecken op europa@csv.lu, also iwwer Mail oder schreibt as iwwer Facebook, mé sinn als dann nächste Mo. Merci fir no gucken an bis geschwen.